In Europa hat der 60. Geburtstag dafür gesorgt, dass Europa für einmal seltsam weise klang. Und wunderbar war es auch, dass neben den obligaten Protestmärschen gegen alles oder nichts auch eine Gegenbewegung zum ersten Mal entstand, nämlich Pulse of Europe, wo Zehntausende auf die Straße gingen, mit blauen Fahnen, mit Kind und Kegeln, mit Enthusiasmus und mit der Europahymne. Es scheint sich doch etwas zu tun in Europa. Ein Erwachen. Ich ärgere mich immer dann, wenn wir America First und sowieso die Amerikaner sind die Größten und wir wollten dann die Zweiten sein. Aber nein doch, wir sind die Ersten. Wir sind die... Und das, liebe Freunde, nicht nur als Deklaration, sondern als Tatsache. Europa ist der größte wirtschaftliche Binnenmarkt der Welt. Größer als der amerikanische, stärker als der amerikanische. Ich füge hinzu noch, da komme ich noch darauf zurück. Der Euro ist die zweite Reservewährung der Welt. 1/4 der weltweiten Exporte kommen aus Europa. Und Europa ist der größte Entwicklungshilfezahler der Welt auch. Und darauf sollten wir doch stolz sein. Warum sagt es dann niemand? Warum gehen wir nicht raus und sagen, was wir erreicht haben? Warum scheitern wir denn kollektiv immer daran, wenn es geht, die Vorteile der EU in den Vordergrund zu stellen? Ich komme aus einer Grenzregion, so wie Sie auch, weiß also genau, wie wichtig es ist, dass wir die Personenfreizügigkeit haben, dass wir uns frei bewegen können. Und schauen Sie, wir werden dieser Tage das 30-jährigste Jubiläum vom Erasmus-Programm feiern. Studenten, die über die Grenze in andere Universitäten gehen, Studenten, die wir, und Sie sind eine Universitätsstadt, hier bei uns aufnehmen. Eine Statistik fehlt mir in Europa. Und deshalb kann ich Ihnen nur ungefähr sagen, wie die Zahlen liegen. Aber ich glaube, wir sollten zusammen mit 30 Jahre Erasmus-Programm auch das millionste Erasmus-Baby feiern. Ja gut, ich bin ja auch einverstanden, dass Großbritannien nie so richtig dazugehört hat. Ja, schon Churchill hat es gesagt. Bei seiner berühmten Zürich-Rede nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat er gesagt, ich, Churchill, glaube daran, dass es einmal die Vereinigten Staaten von Europa werden gibt, aber ich glaube auch daran, dass Großbritannien nicht dazugehören wird. Also der Mann hatte Verstand. Und dann gab es noch einen anderen, der Verstand hatte. Und das war de Gaulle. Der hat gesagt, nein, ich bin dagegen, denn wir teilen nicht dieselbe Denkweise. Und das hat sich immer wieder in der Praxis erwiesen. Die Briten, seit sie Mitglied der Europäischen Union sind, sind so Teilmitglied. I want my money back. Also in meine Tasche, nicht in deine. Sie sind nicht dabei bei Schengen, beim Euro, bei der justiziellen Zusammenarbeit. Na gut, aber da, wo Sie dabei sind, bremsen Sie seit den letzten 5 Jahren, haben wir das gerechnet, 12% der Gesetzesvorhaben. 12% der Gesetzesvorhaben wurden bis jetzt von den Briten im Ministerrat gebremst. Zum Vergleich, 1% waren die Luxemburger dagegen. Naja, das ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber finde ich nicht.
Ich glaube, es müssten viel mehr solche wie die Luxemburger geben. Und ich habe meinen britischen Freunden gesagt, etwas habt ihr noch nicht bedacht. Die Briten sind ja Tierliebhaber. Und wenn die auf Reisen gehen, dann nehmen sie Katz, Maus und Hund mit. Das ist ja alles schön und sehr menschlich. Und das geht heute ja auch einfach, weil die Tierchen ja den europäischen Pass haben. In Zukunft werden pro Jahr 250.000 Hunde und Katze keinen Pass mehr haben. Wie machen wir das? Deshalb brauchen wir einen inneren Kreis aus Mitgliedstaaten, die sich dazu verpflichten, gemeinsame Politiken und eine politische Union zu schaffen. Dieser Kreis soll offen sein, damit alle die im zweiten Kreis, die nicht in allen Politbereichen mitmachen wollen, dass die, wenn die sich an uns anschließen wollen und die Bedingungen erfüllen, das dann auch tun können. Das Ganze umgeben von einem Kreis befreundeter Nationen, die vieles teilen können außer den Institutionen. Das ist übrigens nicht meine Idee. Die Idee wurde 1994 geboren von Wolfgang Schäuble und Karl Lamers. Wie lange warten wir eigentlich noch, um gute Ideen umzusetzen? Wir brauchen Menschen, die den Mund aufmachen und die für Europa einstehen, in ihrem Familienkreis, in ihrer Berufswelt, auf der Straße, die sagen, nein, das ist ein gemeinsames Werk, das nützt uns allen. Und auch wenn es Probleme hier und da gibt, wo gibt es die nicht? Wir müssen gemeinsam vorangehen, um unserer nächsten Generation eine Absicherung zu gewähren. Also, liebe Bürgerinnen und Bürger, Mund auf für Europa.